Christoph, da wird. Der Remasure wird. Danke, 2 Geschichten aus meiner Beziehungskiste. Erste super Sachen. Du sagst, es ist wegen sein Auto. Und wegen die 5 PS. Wegen die Ledersitz und die Alufelgen und schließlich wegen der Gräs. Den Botzen Spoiler, was er hat, der Anlage, Klima und Hi-Fi. Du fährst mit ihm und stehst auf ihm und deppert da steht, das tu ich. Du meinst so eine schöne Wohnung mit der Terrassen auf dem Dach. Seine Möbeln, erst die Kuchel und vor seinem Aquarium liegst flach. Da ein Kerzel, da ein Blärmerl. Der Lust ist ein Gedicht. Du stehst zu ihm und ziehst zu ihm und ich zieh ein langes Gesicht. Ein Hasse beim Würstler. Dazu 1000 Bier. Ein 20 Jahre alten Golf und ein Rall vor der Tür. Eine kleine Kuchel mit einem Ofen, 2 Zimmer im Gemeindebau. So schaut das bei mir aus. Und du schaust mit deppert an. Oh, Dankeschön. Die zweite Geschichte aus der Beziehungskiste ist das Loch in Semmering. Du hast mich 100-mal runtergehauen. Du hast mich 1000-mal belogen und ich hab dir blind vertraut, hätt mich für dich durch den Semmering graben. Du hast mich 100-mal angeschmiert, du hast mich 1000-mal verraten, hast nur falsche Tränen gerät, hast mich von hinten bis vorn nur belogen. Ich weiß nicht. War's das Saufen und der Wein? Ich muss ein Trottel gewesen sein. Ich bin danach gerannt wie ein Kind, die Ohrwascheln zu, die Augen blind. Ich hab nix geschnallt und nix kapiert. Dabei hätt's mich fast ruiniert. Und was wirklich schmerzhaft war, ich war nicht dein Prinz, ich war nur dein Noah. Und jetzt kommst 100-mal auf die Knie und sagst 1000-mal, es tut mir leid. Ich schau dich an und ich spür, es ist vorbei. Servus, Papa, weil ich weiß jetzt. Ich hab jetzt lang nur noch sinniert. Es tut zwar weh, wenn man's kapiert, darum geh ich auf ein Viertel Weih, weil die Zeit als Noah für mich ist vorbei. Du kannst dich weiter deppert spülen, aber nicht mit mir, so viel weiß ich. Und ein Problem, das wird's jetzt haben, weil das Loch in Semmering könnt ihr euch selber graben. Dankeschön. Herzlichen Dank. Der Text heißt 1000 Rosen. Es ist so eine Art botanische Befetzerei von 2 Gärtnern. Der Gärtner aus dem Wiener Stadtgartenamt: Wenn du mich auf die Bäumen bringen willst, sagelst an den eigenen Ast. Und dann werden wir schon sehen, wer am längeren sitzt. Weil bei mir wird der Kelch vorbeigehen. Fuchsien wirst du die und mit einem Pfeilchen heimgehen und zittern wie Espenlaub, du Mimose. Vergiss mir nicht. Der kaiserlich-königlich Schönbrunner Schlossgärtner: Das war nicht schön. Das hat mich gar nicht gefreut. Haben's denn gar keine Umgangsformen? Waren's auf der Baumschule? Da war der gute Ton wahrscheinlich eher Orchideenfach. Damit werden Sie jetzt keine Lorbeeren ernten. Mit Ihnen ist ja wirklich nicht gut Kirschen essen, Sie Pflaume. Stadtgartenamt: Hörst du taube Nuss, bist du hinig in der Marön? Wenn's weiter so am Watschenbaum rüttelst, klatsche dann Mohn um die Uhren, dass du das anlegst. Bei dir ist ja wirklich Hopfen und Malz verloren, damischer Staudnerhucker. Der kaiserlich-königlich Schönbrunner Schlossgärtner: Fahren's ab, Kohlkopf. Mosern sie nicht, weil durch die Blume gesagt, werden's selber den Salat haben. Weil wer den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, kommt schneller als er glaubt am Holzweg. So ist das im Leben. Oder wie der Franzose sagt, Sellerie. Das Stadtgartenamt: Holzweg, habe ich eben Holz gehört. Ich glaub, da ist Ananas hinter die Ohren und immer grün um die Nieswurzen. Lass mich in Kraut, du Spargeltarzan.
Schönbrunner Schloss. Für sich genommen reden sie einen ganz schönen Holler daher. Haben's vielleicht schon ein paar Edelweiß mit Enzian trunken, dass sie einen Almrausch haben und blau wie ein Veilchen sind? Sie schwanken ja wie ein Rohr im Wind. Stadtgartenamt. Du hast das grad notwendig, der Bohnenstangen. Wenn du dein blödes Löwenmaul noch lang aufreizt, wäre da die Zent ziehen. Die Löwenzent. Da hilft dir dann kein Glücksklee mehr, da beißt er dann ohne Zent zuerst den sauren Apfel und dann ins Gras und kannst dir die Radieschen von unten anschauen. Also halt endlich dein Papageienschnaube. Schönbrunner Schloss. Also wirklich, lieber Herr Waldschrat, ich muss schon bitten, Löwenmaul, Papageienschnabel, das ist ja, wie wenn man Äpfel und Birnen zusammenzählen wollte und dann auf ausgerechnet Bananen kummert. Da kichert ja die Erbse. Stadtgartenamt. Herrst Rübezahl, hast du Tomaten auf die Augen oder Bohnen in die Uhren? Wenn's mit lang pflanzt, spült er der Requiem auf der Totentrompetenfuhr. Schönbrunner Schloss. Ihnen sollte mal jemand ihre Blumenkohlohren lang ziehen. Oder besser gleich das Unkraut an der Wurzel packen und ausreißen. Sie zwetschgen Krampus sie. Stadtgartenamt. Jetzt habe ich aber endgültig genug. Schier's in Windröschen, hau in den Botanikholzkopf, sonst kriegst du einen Spitzwegerich und zwar mit Hurflattich. Schönbrunner Schloss. Jetzt reicht's mir aber wirklich. Sie sind ja ein Schrebergärtner, ein Geistiger. Stadtgartenamt. Reiß noch einmal so deppert einmal auf und ich werde einen Kranz flechten, wer im Friedhofsgärtner schöner macht. Einkompostiert wirst dann schon still seit der Nachtschattengewächs. Schönbrunner Schloss. Thymian glant lassen. Ich muss jetzt gehen. Herbstzeit los. Reden wir nächste Woche weiter. Christi. Stadtgartenamt. Baba, ja. Baba, ja. Bühne frei. Aber da Ist schon eingestellt. Jetzt aus gegebenem Anlass muss ich mein Programm ändern, weil ich habe da also ein halb botanisches Gedicht als Antwort. Hohe in der Nuss, hin in der Marün, gefällt in der Ruhm, Hauptsache gesund sind wir. Ja, und weiter geht's mit der Dichterei. Der Beweis dafür, dass die Dichterei genauso ein Hocken ist, wie, sagen wir, die Maurerei, das ist, dass die Dichter nach der Hocken genauso saufen dann wie die Maurer. 25.